schau mal, was ich alles gekauft habe. Ja, Black Friday. Ja, ja. Und natürlich auch Red Thursday. Und natürlich auch White Wednesday. Und natürlich auch Türkis Tuesday. Und natürlich auch noch Magenta Monday. Ja, natürlich brauche ich das alles. Ja, sicher. Was ist denn das Gefühl? Ich habe jetzt einfach kein Geld mehr zum frisches Essen kaufen, aber das kennt ja der Tümmel von den letzten Jahren, gell? So einen Monat lang Thunfisch aus der Dose essen hat noch niemand so umgebracht. Unsere Katze ja auch nicht, ja. Das ist übrigens 3 von 4 gesehen. Also, der Thunfisch, nicht die Katze. Endlich ist es wieder so weit. Black Friday! Der Tag, wo ich endlich mein ganzes Schwarzgeld ausgeben kann. Obwohl, darf ich als Weise vom Black Friday profitieren oder ist das rassistisch? Auf jeden Fall für alle, die es noch nicht wissen, kommt der Black Friday aus den USA. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen erstaunt, dass es nicht dieses Jahr in Orange Friday umbenannt worden ist. Egal. Jedenfalls ist der Black Friday Tag nach Thanksgiving und das macht auch extrem Sinn, weil Thanksgiving ist ja das Erntedankfest, das man traditionellerweise mit seinen Liebsten verbringt. Wie beim Black Friday. Dann beschenkt man sich gegenseitig und sagt, für was man dankbar ist. Wie beim Black Friday. Wunderschön, oder? Menschen verhalten sich wie Zombies und verschulden sich hochkarätig für Produkte, die sie zu 98,19% nie in ihrem Leben werden brauchen. Und Detailhändler, die müssen mitmachen, weil sonst würden sie an diesem Tag ja gar nicht verdienen. Und während ich dir das erzähle, werden momentan auf der Welt Hunderte von Millionen mit dem Black Friday umgesetzt. Aber hey, wenn es das Angebot schon gibt, warum nicht davon profitieren? Das verstand ich schon. Aber bitte macht mir einen Gefallen. Tönt euch nicht besorgen, wo ihr dann gerade wieder entsorgen müsst. Und nicht verschulden, gell? Ist gut? Okay. Kann ich los? Kann ich gesagt, 4K-Fernsehen gesehen, 75 Zoll. Wow, für 30%! Jetzt muss ich nur noch mit Kredit durchkommen.